Sehr geehrter Herr Koch, sehr geehrter Herr Lenz, sehr geehrter Herr Blättler, sehr geehrter Herr Brigadier Droh, sehr geehrte Medienschaffende, wir begrüßen Sie zu diesem Point de Presse zum Thema Coronavirus. Sie haben heute wiederum Gelegenheit, den Fachleuten des Bundes Fragen zu stellen. Für Ihre Planung über die Ostertage möchten wir Sie noch gerne über die nächsten Bundesratssitzungen und Point de Presse informieren. Morgen Mittwoch gibt es eine Bundesratssitzung und eine anschließende Klausur, beide zum Thema Coronavirus. Die Kommunikation zur Bundesratssitzung erfolgt daher am Mittwoch erst am späteren Nachmittag und allenfalls auch am Donnerstagmorgen. Die Bundesratssitzung von nächster Woche ist dann nicht am Mittwoch, sondern erst am Donnerstag, dem 16. April. Und die nächsten Point de Presse auf Fachebene sind voraussichtlich am Samstag um 14 Uhr und nächste Woche am Dienstag um 14 Uhr. Wir informieren Sie darüber noch. Herr Koch, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, werte Anwesende. Wir haben jetzt 22.242 Fälle, positiv getestete Fälle in der Schweiz. Das sind 590 Fälle mehr seit dem Vortag. Sie sehen, es scheint sich zu stabilisieren, eher zu verbessern. Es sind aber immer, im Ganzen haben wir bis jetzt 641 Todesfälle, also doch schon eine beträchtliche Zahl. Wenn wir schauen, dass wir immer noch 412 beatmete Patienten auf den Intensivstationen haben, dann ist klar, es ist sicher zu früh, jetzt schon zu sagen, das Problem ist gelöst. Das Problem ist bei weitem nicht gelöst und es ist wirklich immer noch die Aufforderung an die Bevölkerung, sich an die Maßnahmen und Empfehlungen zu halten, damit wir wirklich diese Krise meistern können. Gleichzeitig muss ich aber doch noch einmal betonen, was schon letzte Woche gesagt wurde. Leute, die an sonst Erkrankungen haben, die akut sind, die sollen wirklich nicht zu Hause einfach zuwarten. Sie sollen sich wirklich auf den Notfallstationen melden, weil es gibt andere Erkrankungen als Coronavirus-Erkrankungen, die wirklich dringend medizinische Pflege und Hilfe brauchen. Es wäre wirklich schade, wenn diese Leute den richtigen Zeitpunkt verpassen, wo sie behandelt werden können. Deshalb, das ist wirklich wichtig. Die Leute sollen sich nicht aus Angst vor dem Virus zurückhalten und nicht die Notfallstationen anrufen und benutzen. Das gilt vor allem auch für die Kinder. Eltern sollen mit ihren Kindern zu den Kinderärzten gehen, wenn diese Kinder erkrankt sind. Bei den Kindern ist es nach wie vor glücklicherweise fast nie das Coronavirus, aber es gibt andere Erkrankungen, die können für Kinder gefährlich werden und sie sollen nicht verpasst werden. Ebenfalls sollen bei den Kindern die Grundimmunisierung, das heißt die Impfungen, durchgeführt werden. Es ist mir ein Anliegen, das immer wieder zu betonen, weil solche Epidemien haben immer unerwartete Effekte. Und auch diese Effekte möchten wir doch möglichst klein halten und die Schäden möglichst klein halten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lenz. Sehr geehrte Damen und Herren Medienschaffende, die umfangreiche Rückholaktion des Bundes hat den Höhepunkt erreicht oder vielleicht sogar bereits überschritten. Die wichtigsten Destinationen sind nun abgedeckt. Es scheint, dass die meisten blockierten Schweizerinnen und Schweizer mittlerweile selbstständig oder mit direkter oder indirekter Unterstützung des EDA heimgekehrt sind. Die Frequenz der Flüge wird somit nach 3 Wochen Tätigkeit schrittweise reduziert. Ich kündige hiermit das baldige Ende der Rückholaktion an. Gleichzeitig fordere ich blockierte Reisende auf, die verbleibenden vom EDA organisierten Flüge jetzt wirklich in Anspruch zu nehmen. À ce jour, le DFAE
a organisé 21 vols Das de EDA rapatriement. hat bis heute 21 Rückholflüge organisiert. 4.600 Personen, 2.600 Schweizer und 2.000 ausländische Staatsbürger wurden zurückgeholt, vor allen Dingen Europäer, von denen ein Teil in der Schweiz lebt. Im Gegenzug wurden ca. 1.100 Schweizer von Partnerländern zurückgeholt, vor allen Dingen von europäischen Ländern. 8 Zusatzflüge werden momentan geplant oder durchgeführt. Von Auckland, Kanarischen Inseln, Guatemala City, San Jose, Bombay, Delhi, Kapstadt, Lima und Kinshasa. Das EDA organisiert diese Sonderflüge, sofern keine anderen gewerblichen Flüge mehr die Möglichkeit bieten, in die Schweiz zurückzukehren, solange es eine Nachfrage von Schweizer Bürgern gibt, die die Organisation solcher Rückholflüge rechtfertigt. Bei einigen Destinationen ist die Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern weiterhin notwendig. Das gilt insbesondere für afrikanische Länder, wo die Schweizer Bürger sehr weit verteilt sind. Aber auch die Kapverdischen Inseln oder Namibia, wo Swiss-Flüge eigentlich schlecht organisiert werden können, wegen der geringen Anzahl. Im Ausland befinden. Auf der Travel Admin App sind zu unserem Erstaunen immer noch rund 10.000 Personen registriert. Da unsere Vertretungen vor Ort aber nur noch wenige Gesuche von Rückkehrwilligen erhalten, gehen wir davon aus, dass diese Personen entweder nach ihrer Rückkehr ihre Daten nicht gelöscht haben oder aber aus diversen anderen Gründen vor Ort bleiben wollen. So haben wir festgestellt, dass selbst bei Destinationen, zu denen wir Sonderflüge organisieren, zum Beispiel Bangkok, einige Reisende beschließen, diese nicht in Anspruch zu nehmen. Dies ist ihre Wahl. Aber ich weise noch einmal darauf hin, dass diese mit hohem Aufwand verbundene Rückholaktion des EDA bald abgeschlossen sein wird. Auch die Möglichkeit, mit kommerziellen Flügen zurückzukehren, verändert sich täglich. Wenn einige Fluggesellschaften beschließen, bestimmte Destinationen wieder zu öffnen, wie zum Beispiel Auckland, wird sich dies natürlich unmittelbar auf die Rückholaktion des EDA auswirken. In einer letzten Phase wird sich das EDA bei Rückholaktionen auf Partnerschaften mit den Nachbarländern und mit EU-Ländern konzentrieren, um die Flugauslastung und die Effizienz zu optimieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Vielen Dank, Herr Blättler. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das vergangene Wochenende war so etwas wie eine Nagelprobe. Ich habe gelesen, dass die Sicherheitsbehörden das vergangene Wochenende mit einer gewissen Nervosität erwartet hätten. Nun, genauso war es nicht, aber die Tage mit den warmen Temperaturen stellten in der Tat natürlich eine Nagelprobe für Ostern, also für die kommenden Feiertage dar. Eine Nagelprobe, das darf ich sagen, die wir gemeinsam als Gesellschaft bestanden haben. Der überaus größte Teil der Bevölkerung hat die Notwendigkeit der Maßnahmen verstanden. Und dafür danken wir, die Polizeikommandantin, die Polizeikommandanten, Ihnen allen ganz herzlich. Donc, mesdames et messieurs, le week-end passé a été, comment on peut dire, une épreuve de vérité. Das vergangene Wochenende war eine Nagelprobe, die wir gemeinsam bestanden haben als Gesellschaft. Die große Mehrheit der Bevölkerung hat die Notwendigkeit unserer Maßnahmen verstanden. Die Polizeikommandantinnen und Polizeikommandanten danken Ihnen dafür. Wir stehen im Spannungsfeld, wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich vor allem die Behörden, die Polizeibehörden. Wir stehen im Spannungsfeld zwischen Augenmaß und Durchsetzungsfähigkeit. Trotz der positiven Nachrichten waren natürlich die Polizeikorps in den vergangenen Tagen, am vergangenen Wochenende besonders stark ausgelastet. Die polizeiliche Präsenz wurde in allen Korps verstärkt und das wird auch für das kommende Osterwochenende bestimmt der Fall sein. Gerade die touristischen Hotspots lockten viele Personen an. Hier ist es eben gerade auch wichtig, Präsenz zu zeigen und auf die Vorgaben, die bestehenden Vorgaben aufmerksam zu machen. Glauben Sie mir, wir haben alle sehr viele Gespräche geführt.
Wir befinden uns im Moment in einem echten Spannungsfeld zwischen einerseits Augenmaß und andererseits Durchsetzungsfähigkeit für die Maßnahmen. Die Polizeikorps waren am letzten Wochenende stark ausgelastet. Die Polizeipräsenz wurde in sämtlichen Polizeikorps hochgefahren und wird es sicherlich auch auf diesem Niveau bleiben für das Osterwochenende. Die touristischen Hotspots der Schweiz haben besonders viele Menschen angezogen. Auch hier ist es wichtig, Präsenz zu zeigen und auf die Bestimmungen aufmerksam zu machen. Wir haben mit zahlreichen Bürgern gesprochen. Es zeigt sich aber eben auch, dass unsere föderalistischen Strukturen uns die notwendige Flexibilität geben, zielführend und mit Augenmaß zu handeln. So können eben nicht einfach alle Straßen gesperrt werden. Allerdings ist es eben im Einzelfall auch aus sicherheitspolizeilichen Überlegungen angezeigt, gewisse Strecken zu sperren. Augenmaß, welches unsere Polizistinnen und Polizisten tagtäglich an den Tag legen müssen. Dies beispielsweise auch bezüglich der medial viel diskutierten Grillpartys. Die Verordnung sagt ja klar, dass Versammlungen von mehr als 5 Personen im öffentlichen Raum verboten sind. Die Verordnung sagt aber auch, dass Veranstaltungen im privaten und öffentlichen Raum verboten sind. Und nun gilt es eben auch immer wieder, den Einzelfall zu betrachten. Eine Geburtstagsparty mit 20 Personen kann wohl nicht im Sinne der Verordnung sein. Und da sind wir uns seitens der Polizeikorps alle einig. Das Ziel dieser Verordnung ist ja nicht einfach zu bestrafen. Das Ziel ist es, Wirkung zu erzielen, nämlich die Weiterverbreitung dieses Virus zu stoppen. Es hat sich gezeigt, dass unsere föderalistischen Strukturen die Flexibilität bieten, um zielführend und mit Augenmaß zu handeln. Wir können nicht sämtliche Straßen sperren. Es ist allerdings in einigen Fällen angemessen, gewisse Straßenachsen abzusperren, und zwar aus sicherheitspolizeilichen Erwägungen. Der gesunde Menschenverstand unserer Polizistinnen und Polizisten zeigt sich jeden Tag, jedes Mal, wenn sie bei den kontrovers diskutierten Grillpartys einschreiten. Die Verordnung sagt sehr deutlich, dass Versammlungen von mehr als 5 Personen im öffentlichen Raum untersagt sind. Sie spricht ebenfalls an, dass sowohl im privaten wie im öffentlichen Raum Veranstaltungen verboten sind. Natürlich muss das jeweils von Fall zu Fall bewertet werden. Eine Geburtstagsparty mit 20 Gästen folgt sicherlich nicht der Verordnung. Da sind sich alle Polizeikorps einig. Die Verordnung soll nicht primär sanktionieren, sondern soll tatsächlich die Ausbreitung dieses Virus bremsen. Was auch klar sein muss, nicht die Polizei entscheidet über weitere Maßnahmen, sondern letztlich ist es die epidemiologische Entwicklung. Und auch wenn das Interesse an unseren Feststellungen riesig ist, wir werden auf unseren verschiedenen Medienstellen direkt überrannt, das ist vergleiflich. Wir seitens der Polizei können natürlich nur zu Sachen uns äußern, die in unseren Kompetenzbereich fallen, das heißt zur Anwendung der entsprechenden Regeln der Verordnung. Ob das Virus eingedämmt wird, das sagen uns die Gesundheitsfachpersonen selbstverständlich. Donc un autre point doit être clair. Ein weiterer Punkt sollte deutlich klar gemacht werden. Zusätzliche Maßnahmen werden nicht von der Polizei ergriffen, sondern werden aufgrund der epidemiologischen Entwicklung ergriffen. Und natürlich ist das für die Polizei auch wichtig. Aber wir können uns natürlich nur äußern zu Anfragen, die die Anwendung der Verordnung betreffen. Ich verweise Sie allerdings an die Gesundheitsspezialisten, wenn es um die Ausbreitung der Epidemie geht. Wir sollten jetzt darauf achten, dass wir das bisher Erreichte nicht aufs Spiel setzen. Nun gilt es durchzuhalten als gesamtheitliche Gesellschaft. Es wäre aus unserer Sicht schade, wenn alles, was wir bisher erreicht haben und vor allem alles, worauf wir bis jetzt verzichtet haben, aufs Spiel gesetzt würde.
Denken wir nur schon an all diese vielen Kleinbetriebe und die Selbstständigen, die wegen der aktuellen Situation existenzielle Sorgen haben. Oder denken wir an die Risikopersonen, für die so viel auf dem Spiel steht. Und deshalb unser Aufruf, der Aufruf auch der Polizei, leisten Sie alle Ihren Beitrag und verzichten Sie für einen kurzen Moment auf Reisen, weder ins Gebirge noch an die bekannten und beliebten Feriendestinationen, weder mit dem privaten Fahrzeug noch mit dem öffentlichen Verkehr. Verschieben Sie doch den Motorradausflug auf bessere Zeiten, denn diese werden kommen, und zwar umso schneller, je besser wir uns an die Vorgaben halten. Und dies insbesondere jetzt auch über die Osterfeiertage. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns nicht das aufs Spiel setzen, was wir bisher bereits erreicht haben. Wir müssen jetzt tatsächlich durchhalten als Gesellschaft. Es wäre wirklich schade, wenn wir alles aufs Spiel setzen würden, auf was wir bisher verzichtet haben. Denken Sie nur an die kleinen Betriebe und die besonders gefährdeten Personen und Selbstständige, die existenzielle Sorgen umtreiben aufgrund der aktuellen Corona-Lage. Wir haben Risiken zu gegenwärtigen. Ich möchte insbesondere die gesamte Bevölkerung aufrufen, leisten Sie Ihren Beitrag, verzichten Sie auf Reisen, egal wohin, weder in die Berge, noch zu den touristischen Zielen, noch mit Ihren Privatfahrzeugen, noch mit den öffentlichen Fahrzeugen, mit dem öffentlichen Verkehr. Verschieben Sie Ihren Motorradausflug auf bessere Zeiten, und diese besseren Zeiten werden sicherlich kommen, wenn wir uns alle an diese Regeln halten. Und das gilt insbesondere für das Osterwochenende. Noch eine positive Nachricht. Jetzt wurde ja von verschiedenen Stellen befürchtet, dass die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt generell zunehmen würde. Wir folgen seitens der Polizei natürlich diese Entwicklung sehr aufmerksam, mit Argusaugen. Wir können aber glücklicherweise sagen, dass wir diesbezüglich zurzeit keine diesbezüglichen Tendenzen festgestellt hätten. Aber selbstverständlich bleiben wir hier dran. Genießt doch der Schutz der Opfer weiterhin für uns alle oberste Priorität. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine gute Neuigkeit mitteilen. Wir befürchteten, und die Presse hat das immer wieder aufgegriffen, einen Anstieg der Fälle häuslicher Gewalt. Die Polizei überwacht mit sehr viel Aufmerksamkeit diese Entwicklung. Zum Glück können wir jetzt feststellen, dass es keinen Anstieg der Fälle häuslicher Gewalt gibt in Bezug oder im Vergleich zu normalen Zeiträumen. Wir verfolgen das weiterhin mit größter Aufmerksamkeit, denn der Opferschutz bleibt eine der absoluten Prioritäten der Polizeiarbeit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mesdames et Messieurs, bonjour également de ma part. Votre armée est engagée aujourd'hui dans toute la Suisse. Die Armee ist heute in der ganzen Schweiz tätig. Sie schützt, sie hilft, sie assistiert, sie plant und sie mobilisiert. Sie mobilisiert, ja. Wir haben weitere Truppen mobilisiert. 3.800 Armeeangehörige sind im Sanitätsdienst tätig, und von diesen sind 4.200 wirklich im Sanitätsdienst tätig. Ich möchte diesbezüglich betonen, dass diese Militärangehörigen keine Konkurrenz zum Gesundheitswesen darstellen, weil sie ja nicht a priori im Gesundheitswesen tätig sind. Sie unterstützen nur. Und vor die Leute, die auch vor den Botschaften beispielsweise in Genf patrouillieren, das sind Unterstützungspersonen. Und das ist keine Polizei. Wichtig ist auch zu betonen, dass was wir heute tun, effizient tun. Und das dank der Planung vor der Krise. Zusammen mit der Kommandant Blättler oder Herrn Lenz haben wir schon vor der Krise eine Planung erstellt. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, und uns ist es gemeinsam gelungen, diese Krise nun zu bewältigen. Das ist ein großer Vorteil. Ich möchte nun einige Informationen geben zum sanitären Aspekt unseres Einsatzes.
Die Zahlen sind leicht gestiegen. 728 Junge sind in Quarantäne, 49 in Isolation und 72 haben Angehörige, die positiv getestet wurden. Das ist ein bisschen mehr als letzten Samstag. Kommen wir zu den Rekrutenschulen. Die Rekrutenschulen sind im Moment am Laufen. Die jungen Rekruten werden ausgebildet, um dann beispielsweise in Altersheimen, Pflegeheimen eingesetzt zu werden, um beispielsweise Reinigungstätigkeiten zu übernehmen, Wartungstätigkeiten, aber auch Telefondienst. Und diese Rekrutenschulen sind für uns absolut zentral. Sie bilden das Fundament, auf welchem wir den sanitären Assistenzdienst aufbauen. Alle Feldlazarette und alle Militärspitäler werden von den Rekrutenschulen unterstützt. Sie stellen die Sicherheit sicher, auch die Nahrungszubereitung. Und ich denke, diese Komplementarität zwischen den Rekrutenschulen und dem Assistenzdienst ist hier von zentraler Bedeutung und gut. Es zeigt sich auch, dass wir in Krisenzeiten wirklich gut funktionieren und wir werden auch in der Rekrutenschule die jungen Rekruten im Hinblick auf weitere Krisen vorbereiten. Ein weiterer Punkt, auf den ich eingehen möchte, das ist das Osterwochenende. Wir haben es bereits gehört. Sie haben bereits gehört, dass die Soldaten, das heißt Assistenzdienst und Rekruten in den Kasernen bleiben, also keinen Urlaub haben. Wir sind 24 Stunden einsatzbereit und wir hoffen natürlich, dass wir über das Osterwochenende nicht noch verstärkte Aufgaben übernehmen müssen, aber wir sind einsatzbereit, weil das Coronavirus kennt keine Osterpause. Und wir hoffen nicht, dass die Armee noch stärker gebraucht wird. Wir haben ebenfalls gehört, dass gewisse Gefahren bestehen. Deshalb müssen wir auch unsere Verantwortung übernehmen und mit dem guten Beispiel vorangehen. Jeder lebt seit einigen Wochen in seiner Wohnung, seinem Haus. Es ist so gewissermaßen die Garnison geworden, jedes eigenen. Und klar geht es darum, dass nun jeder auch ein bisschen durchatmen will. Das ist nicht einfach für die Leute. Aber es ist wichtig, dass jeder zu Hause bleibt für den eigenen Schutz, aber auch zum Schutz der nahestehenden Personen. Ich weiß auch, dass beispielsweise gewisse Militärangehörige nicht nach Hause kehren möchten aus Angst, dass sie andere Leute anstecken oder dann die Krankheit mit nachher wieder ins Militär zurückbringen. Es bedeutet natürlich große Opfer für die Militärangehörigen. Sie sehen die Freunde nicht, die Familie nicht. Andere fragen sich, ja, weshalb dürfen diese Jungen nicht nach Hause in den Urlaub? Wir möchten aber allen danken für ihr Verständnis, auch die Arbeitgeber, die Familien. Herzlichen Dank dafür, was Sie alles gemacht haben. Sie haben nun Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wer möchte gerne eine erste Frage stellen? Herr Kikre. Eine Frage an Herrn Blättler. Im Jura und Kanton Neuenburg haben wir festgestellt, dass sehr viele Deutschschweizer Autos am Wochenende dort gesehen wurden. Und das hat natürlich Kritik ausgelöst. Antwort? Ja, diese Frage kann ich nicht so allgemein beantworten. Wir rufen ja die gesamte schweizerische Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben, nicht zu reisen und nicht an solche touristischen Hotspots sich zu begeben. In den letzten Wochen haben wir vielleicht eher vom Tessin, vom Graubünden gesprochen und nun stellen wir fest, dass es andere Orte gibt, von denen man in der Regel nicht so häufig spricht, wie beispielsweise der
Jura, den Kanton Neuenburg. Aber wiederum, wir können die Leute nur sie dazu ermuntern, zu Hause zu bleiben und sich nicht an diese Orte zu begeben. Die Westschweizer Kantone sind ja besonders betroffen auch vom Virus und deshalb rufen wir die Bevölkerung dazu auf, wirklich zu Hause zu bleiben. Klar können wir nicht alle Straßen sperren, denn die Wirtschaft muss ja auch im Rahmen des Möglichen weiter funktionieren können. Ich verstehe auch, dass die lokalen Behörden aus Gründen, die wir auch schon genannt haben, vielleicht beschließen, gewisse Straßen zu sperren und Zugänge zu sperren. Das erklärt sich auch aus sicherheitstechnischen Gründen. Darf ich da gleich anschließen, Herr Blättler? Ist denn vorgesehen, auf breiterer Basis die Schließung von touristischen Strecken zu empfehlen, den Kantonen? Wir haben die Flüelapassstraße zum Beispiel gesehen am vergangenen Wochenende, die geschlossen werden musste. Nein, es ist ja gerade der Situation geschuldet. Das können und wir ja nicht zentral empfehlen, schließt jetzt diese oder jene Achse, sondern das muss vor Ort entschieden werden. Wenn zu viele Leute an einem bestimmten Punkt auftauchen und sich entsprechend dann massieren, zu viele Fahrzeuge parkiert werden, sodass gar keine vernünftigen Parkierungsmöglichkeiten mehr vorhanden sind. Wenn die Leute nicht mehr Abstand halten können, macht es ja Sinn, wenn die lokalen Behörden sagen, jetzt reicht's, schließen wir. Das ist die Idee dahinter. Und nochmals, grundsätzlich ist unsere Aufforderung, geht nicht, bleibt zu Hause, haltet durch. Es ist zwar wiederum ein schönes Osterwochenende angesagt, aber das Beste, was wir für unser Land jetzt tun können, ist zu Hause zu bleiben. Und dazu beizutragen, dass dieses Virus nicht weiter ausgebreitet wird. Wenn wir jetzt diese Kraft aufbringen, wird es mutmaßlicherweise eben schneller gehen. Dann können eben auch die Motorradfans früher wieder zu ihren beliebten Passstraßen und auf ihre beliebten Strecken ausrücken. Wenn sie sich nicht daran halten, dann riskieren wir eben eine weitere Ausbreitung. Das ist letztlich die Botschaft. Frau da Silva. Meine Frage ist an Herrn Koch zu den Antikörpertests. Und zwar gibt es ja da jetzt verschiedene Tests im Einsatz, ein bisschen ein Wildwuchs schon fast. Es ist noch nicht klar, was die bringen und trotzdem werden sie verwendet. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, dass das BAG hier jetzt den Einsatz, den Lead übernimmt? Es ist so, dass die Antikörpertests jetzt im Rahmen von Studien vor allem gebraucht werden. Unseres Wissens sind sie noch nicht auf dem Markt breit angewendet. Das wird kommen, aber schlussendlich ist dann das auch wirklich eine Frage des freien Marktes. Was wir von den Behörden her machen werden, ist sicher, wir werden eine Meldepflicht für die Tests einführen, also für die positiven Tests, damit wir überwachen können, was und wie sich die Situation in der Schweiz darstellt. Gibt es denn da so ein Register, eine Art Register von Bluttests, getesteten Leuten? Nein, es wird nicht ein Register geben. Also es wird auch nicht eine Meldepflicht geben, wie wir sie jetzt für die PCR haben, also wo wir wirklich die Positiven namentlich erfassen, weil das ja das auch braucht, wenn man dann das Contact Tracing wieder machen will, also wenn man nachverfolgen will, wer hatte Kontakt und die Leute nicht nur in Selbstisolation, sondern in angeordnete Isolation bringt. Also so ein Register werden wir sicher für die Serologietests nicht einführen, weil die Serologietests in erster Linie dazu dienen werden, den Leuten zu sagen, sie haben die Krankheit durchgemacht, aber in der Vergangenheit, diese Tests werden frühestens nach 3 Wochen positiv. Herr Storni. Meine Frage an Herrn Koch. Sie haben gesagt, das Problem sei bei weitem nicht gelöst. Trotzdem schauen viele schon an die Zeit nach dem 19. April. Es kommen Forderungen nach Lockerung der Maßnahmen. Ist es verständlich, dass man heute schon an diese Zeit denkt? Ist es noch wirklich viel zu früh? Und eine zweite Frage, wenn ich darf, was wird da sehr wichtig sein, darauf zu achten? Also welche Fehler muss man nicht machen, wenn man die Maßnahmen lockern will?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank. Also in erster Linie ist es selbstverständlich der Bundesrat, der sich mit dieser Problematik auseinandersetzt. Aber es gibt sicher Hinweise, was man nicht machen sollte und was wir dann wirklich versuchen werden, auch zu vermeiden. Also nicht machen sollte man sicher, die Maßnahmen so zu lockern, dass es dann zu einem plötzlichen Wiederanstieg der Fälle kommt. Also wir werden sicher, und der Bundesrat wird dem sicher Rechnung tragen, die Maßnahmen so zu lockern, dass nicht ein Risiko eingegangen wird, dass es jetzt zu einem Wiederanstieg der Fälle kommt. Andererseits ist es auch klar, dass wir an die Zeit danach denken müssen, dass man das planen muss und dass man versuchen muss, das in geordneten, richtigen Bahnen zu lenken, damit die Rückführung zur Normalität mindestens so gut gelingt, wie die Führung in die Abnormalität gelungen ist. Das heißt, ohne dass die Schweiz und die Bevölkerung und die Leute zu viel Schaden nehmen. Herr Favre. Question pour Monsieur Koch aussi. Déjà samedi, vous aviez fait part de votre inquiétude par rapport aux enfants qui ne sont pas amenés à haben Sie ja l'hôpital. bereits Les personnes âgées aussi. gesagt, dass Sie sehr besorgt sind, weil die Eltern mit ihren Kindern nicht in die Spitäler gehen. Wie schätzen Sie jetzt diese Tendenz ein? Diese Sorge haben insbesondere die Spezialisten geäußert, Kinderärzte insbesondere, auch Notfallärzte. In der Schweiz haben wir ja kein Gesundheitssystem, das alle überwacht. Unser Gesundheitssystem ist frei und wir stützen uns eigentlich auf das, was uns von den Spezialisten zugetragen wird, und wir vertrauen diesen Spezialisten. Und wenn sie besorgt sind, wissen wir, dass es begründete Besorgnis ist. Ich habe eine Frage an Herrn Koch. Heute hat der Kanton Bern eindrücklich kommuniziert, wie er die Covid-Kapazitäten hochfahren konnte, mehr als verdoppeln konnte. Auch der Kanton Thurgau hat immer noch Überkapazitäten. Deshalb meine Frage, hat der Bund den Überblick über alle Covid-19-Plätze und auch die Intensivplätze mit Beatmung, und wissen Sie, wie viele das besetzt sind und nicht besetzt sind? Ja, dieser Überblick gibt es, wenn er auch nicht immer ganz exakt ist, so ist er doch genügend, damit wir abschätzen können, wie die Situation in den einzelnen Kantonen und den einzelnen Regionen der Schweiz ist. Und wir müssen sagen, glücklicherweise ist nirgends die Kapazität ausgeschöpft. Glücklicherweise hat es überall noch freie Plätze, auch auf den Intensivpflegestationen, auch mit Beatmungsgeräten. Dass es jetzt eine Unterbelegung der Spitäler gibt, ist uns sehr bekannt, und natürlich auch nehmen wir das auch ernst. Man muss aber sagen, nur ein Teil dieser Unterkapazität ist dadurch bedingt, dass man freie Plätze für Covid-Patienten schaffen musste. Der größere Teil ist dadurch bedingt, dass man ja Risikopatienten nicht unbedingt jetzt in den Spitälern haben möchte, dass man auf elektive Operationen verzichten sollte. Nicht, weil das nicht durchführbar ist und weil man den Platz nicht hat, sondern weil man die Risikopatienten nicht dem zusätzlichen Risiko aussetzen möchte, dass sie noch mehr geschwächt werden durch die Operation, vielleicht unfreiwillig auch irgendwo dem Virus ausgesetzt sind, was sie nicht sind, wenn sie zu Hause warten, und man diese Operationen und diese Therapien erst dann in Angriff nimmt, wenn die Gefahr viel kleiner ist und die Epidemie durch ist. Frau Nowak. Eine Frage an Herrn Koch. Gemäß der aktuellsten Liste der knapp verfügbaren Arzneimittel fehlen offenbar einige Antibiotika, also Bactrim habe ich gesehen, und gewisse Penicillinprodukte und noch weitere. Frage ist, sind gewisse Wirkstoffe knapp oder sind es nur gewisse Packungsgrößen oder so? Oder gibt es bei Antibiotika jetzt auch einen Versorgungsengpass? Also ob es sich um Packungsgrößen handelt und so Wirkstoffe, das kann ich im Moment nicht beantworten, müsste ich mich zuerst erkundigen. Im Allgemeinen sind die Antibiotika nicht ein Hauptproblem, vor allem nicht im Zusammenhang mit der Epidemie, weil die
Lungenentzündungen, die durch das Virus entstehen, im Gegensatz zu den Grippe-Lungenentzündungen durch das Virus selber verursacht werden und nicht durch bakterielle Zusatzinfektionen. Aber ob es im Moment wieder Engpässe gibt, wie es bereits außerhalb der Epidemie gegeben hat, das kann ich im Moment nicht beantworten. Es ist sicher nicht etwas, das jetzt sehr beunruhigend ist, weil mit Sicherheit für diese Produkte Alternativen bestehen. Frau Gutierrez. Ich habe noch 2 Fragen für Herrn Droh. Die erste, die geht um diese Zahl, die Sie vorher gesagt haben, zu den Angesteckten. Ich bin nicht sicher, dass ich es alles korrekt verstanden habe. Sie haben gesagt, 772 Personen in der Armee sind positiv, also Covid-19 positiv, 49 in Quarantäne. Habe ich das richtig verstanden? Und dann die erste Zahl mit den 728. Was ist das für eine Zahl? Das wäre die erste Frage. Und die zweite zum Thema der Mobilisierung. Sie haben ja gesagt, dass das, also ursprünglich mal vor 3 Wochen, glaube ich, dass das sehr gut läuft. Es gibt aber doch den einen oder anderen, glaube ich, der nicht eingerückt ist. Gibt es dazu Zahlen zum Thema Militärjustiz oder noch, wie viele Leute da jetzt nicht eingerückt sind? Über die Zahlen von das, was der Etat sanitaire, ich habe gesagt, Quarantäne, das sind 728. Der Zahlen von der Isolation sind 49 und der Zahlen von der Positive sind 172. Das waren die Zahlen. Jetzt über das, was die Frage ist von die nicht in Dienst eingetreten sind mit der Mobilisation. Das ist erstens eine Minorität. Sie wissen, wir sind höher als 80% und in einigen Verbänden höher als 90%. Aber grundsätzlich, da sind so geschätzt in diesem Moment zwischen 200 und 300, 240, glaube ich, etwas so, die nicht gekommen sind nach der Marschbefehl. Wir haben jede einzeln kontaktiert. Und wenn alles geklärt ist, weil es gibt auch Leute, die Dispens gemacht haben, später, diese Leute werden einfach so gemeldet an der Militärjustiz. Und dann es ist das normale Prozess, die geführt ist von der Militärjustiz. Das ist wie alle üblichen WKs. Herr Nebel. Entschuldigung, wollten Sie noch eine Nachfrage stellen? Nur eine ganz kurze Differenz zwischen Quarantäne und Isolation. Quarantäne, die Leute können grundsätzlich weiterarbeiten, ausbilden werden. Die sind so geschlossen in der Kaserne. Und Isolation ist wirklich, der Person ist allein in einem Raum und das ist ein ganz besonderer Moment, wo der muss dort bleiben. Ich glaube, die Zeiten sind definiert. Das ist vielleicht von Herrn Koch präzise zu sagen. Super. Ja, das ist eine häufig gestellte Frage, weil die Wörter auch häufig ausgewechselt werden. Isolation ist für eine erkrankte Person, die wird isoliert, damit sie niemanden mehr ansteckt. Und die Quarantäne ist für die Personen, die Kontakt hatten mit einer erkrankten Person, aber gesund sind und die so lange warten müssen, bis man sieht, ob sie auch erkranken oder nicht. Herr Nebel. J'aurais 2 questions pour Monsieur Koch. Ich hätte 2 Fragen an Herrn Koch. Erste Frage. In einigen Kantonen gibt es einige Organisationen, Private, die etwas frustriert sind. Sie organisieren Flüge aus China, um medizinisches Material in die Schweiz zu fliegen. Seit der Verordnung des Bundesrates in der vergangenen Woche müssen Sie sich damit vertraut machen, dass der Bund einen Teil dieses Materials beschlagnahmen könnte. Die Frage ist, ob der Bund nun selber derartige Versorgungsflüge organisiert und wenn ja, wie viel bereits durchgeführt worden sind und wie viele für die nächsten Wochen vorgesehen sind. Herzlichen Dank für diese Frage. Ich denke, dass diese Frustration nicht gerechtfertigt ist. Warum? Es handelt sich nämlich nicht um die vom Bund eingezogenen Heilmittel handelt und medizinischen therapeutischen Produkte. Nein, wie Masken. Die Verordnung, die jetzt in Kraft getreten ist, betrifft die Einziehung, sofern es eine Unterversorgung gibt und eine ungleichmäßige Verteilung der Medikamente zwischen den Spitälern. Das hat wenig zu tun mit diesen Versorgungsflügen. Der Bund importiert und kauft
Sehr viel dieser Produkte, insbesondere natürlich Schutzmasken. Ich habe jetzt nicht alle Zahlen vorliegen, aber ich kann zum Beispiel sagen, dass bei den Hygienemasken wir 90 Millionen importiert haben, die größtenteils im Ausland gekauft werden. 90 Millionen bisher. Ja. Also ich kann Ihnen jetzt nicht die Gesamtzahl bis heute geben, aber ich weiß, dass 90 Millionen im Lager sind oder in der näheren Zukunft gelagert werden sollten. Eine Anschlussfrage dazu. Sie sprachen eben an, dass es viel zu früh sei, die Ausgangsbeschränkungen aufzuheben. Ich möchte gerne wissen, welche Zahlen Sie jetzt ganz konkret hier heranziehen, um zu definieren, ob man bereits an einen Ausstieg denken kann. Haben Sie da Schwellenwerte definiert, zum Beispiel für die Neuinfektionen, wo man dann Licht am Ende des Tunnels sieht? Ich weiß nicht, 50 oder 100 oder 10 Neuinfektionen. Ab wann werden Sie die Lockerung ins Auge fassen? Wir denken bereits jetzt ganz ernsthaft über die Möglichkeiten nach, die Maßnahmen zu lockern und die Zeiträume, in denen wir einige Maßnahmen leicht lockern könnten. Aber um direkt auf Ihre Frage zu antworten, es gibt verschiedene Größenordnungen, die wir dort heranziehen. Und gewisse Systeme. Wir haben zunächst einmal die Frage der Neuinfektionen und der positiven Fälle. Das ist eine wichtige Zahl, die wird ja auch immer hier bei der Konferenz publiziert. Das ist eine einfache Messgröße und diese Zahl ist allerdings mit einigen Ungewissheiten behaftet. Ungewissheiten in Bezug auf die gesamte Schweiz, denn es gibt Regionen, die wesentlich mehr betroffen sind als andere. Dann haben wir auch die Spitaleintritte und da schauen wir uns an, wie die Belegungszahlen aussehen in den Intensivbetten, in den verschiedenen Spitälern und in den verschiedenen Regionen oder Kantonen des Landes. Auch hier muss wiederum der regionalen Vielfalt Rechnung getragen werden. Dann schauen wir uns die Sentinella-Zahlen an, um zu schauen, ob es vielleicht Hinweise auf eine Verbesserung der Lage gibt. Des Weiteren sind wir natürlich im regen Austausch mit unseren kantonalen Partnern, insbesondere den Kantonsärzten, die wesentlich enger am Terrain sind. Und letzten Endes denke ich, dass wir aufgrund dieser Verschiedenheit keinen festen Schwellenwert einsetzen können. Ich denke, es ist wesentlich besser, wenn wir die Gesamtlage anhand all dieser Kriterien beurteilen und dann entscheiden, angesichts dieser Entwicklung der Lage können wir die Maßnahmen in diese oder jene Richtung verändern. Der Bundesrat wird aber auf jeden Fall in den nächsten Wochen genau zu diesem Thema kommunizieren. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Koch. Die Frage meines Kollegen haben Sie nicht beantwortet, haben Sie schön umschifft, aber ich habe eine andere Frage. Wir haben jetzt seit 14 Tagen Maßnahmen und Sie melden trotzdem noch so 600, 700 Fälle pro Tag, oder 600, jetzt 590. Was mich interessieren würde, ist, wo stecken sich denn diese Leute an? Weiß man das? Ja, das ist eben eine Frage, die wir auch nicht beantworten können. Wir wissen nicht, wo sich jede einzelne Person ansteckt und auch nicht, wo sich die 590 Fälle angesteckt haben. Erstens mal haben die sich sicher nicht alle gleichzeitig angesteckt. Man muss wissen, die Inkubationszeit geht so im Schnitt 5 Tage, aber es kann 2 Tage dauern bis 14 Tage, also es gibt ein großes Range. Also da hat es da auch solche Fälle dabei, die sich vor 14 Tagen angesteckt hat. Und zweitens, es gibt keine Gesellschaft, die eine gewisse Freiheit hat, wo sie sämtliche Ansteckungen einfach so vermeiden können. Was uns mehr interessiert, als wie viele sich nur angesteckt haben von Tag zu Tag, ist, was ist die Tendenz dieser Ansteckungsraten. Und sobald die Tendenz dieser Ansteckungsraten stark zurückgeht, kann man sagen, okay, die epidemische Welle ist am Abnehmen und wird weiter abnehmen. Und für diese Beurteilung nehmen wir nicht nur diese Zahlen, aber für diese Beurteilung ist es noch etwas zu früh. Ja, erlauben Sie mir eine Nachfrage, das bringt uns ja gerade wieder zurück an die Frage von Herrn Nebel. Ab welcher Schwelle ist es dann soweit, dass man sagen kann, wir nehmen Maßnahmen zurück? Eben, es gibt nicht eine
definierbare Schwelle, auch weil das eine Epidemie ist, die wir zum ersten Mal sehen. Deshalb hatten wir auch keine klar definierbare Schwelle, als die Welle begonnen hat. Das haben wir bei Influenza, also bei der Grippe. Was man hier sagen kann und was ich vorher auf Französisch versucht habe zu erklären, ist Folgendes. Wir nehmen die Neuansteckungen, die hängen aber auch davon ab, wie viele getestet werden, wie die Testkriterien ausgelegt werden. Dann nehmen wir die Hospitalisationsraten, wir nehmen die Belegungsraten auf den Intensivstationen, wir nehmen das Sentinella-System und wir versuchen aus all diesen Elementen dann eine Beurteilung zu machen. Und sobald wir zur Beurteilung kommen, selbstverständlich dann noch mit den Spezialisten zusammen und auch mit unseren Partnern in den Kantonen, also den kantonsärztlichen Diensten, wenn wir das alles zusammen haben und das beurteilen, dann können wir sagen, okay, jetzt sind wir soweit, jetzt kann man diese oder jene Maßnahmen ins Auge fassen, um die zu lockern. Deshalb es ist nicht etwas, das Sie an fixe Zahlen knüpfen können, das wäre falsch. Das sage ich Ihnen gleich, das wäre falsch, weil keine dieser Zahlen ist so genau, dass man sagen kann, okay, wenn das erreicht ist, dann kann man Schulen öffnen, dann geschieht sicher nichts. Es ist immer eine Beurteilung, diese Beurteilung machen wir im Gesamtkontext und auch nicht alleine, sondern mit den Partnern und den Spezialisten zusammen. Vielen Dank. Ich nehme jetzt einmal Journalisten entgegen, Fragen von Journalisten, die sich telefonisch zugeschaltet haben, komme dann auf Sie zurück. Herr Marjanovic von Watson. Ja, besten Dank. Eine Frage an Herrn Koch zu den serologischen Tests. Aus der Politik kommt der Vorschlag, dass man repräsentative Bevölkerungsgruppen definieren soll, sie regelmäßig testen soll, um so den Immunisierungsgrad zu messen. Wie beurteilen Sie das aus epidemiologischer Sicht? Aus epidemiologischer Sicht wird das jetzt gemacht von verschiedenen Universitäten und auch von verschiedenen Forschergruppen und wir sind natürlich sehr daran interessiert, dann zu erfahren, was die Durchseuchungsrate in der Bevölkerung ist. Das lässt sich aus dann mehreren solchen Untersuchungen relativ gut abschätzen. Eine nächste telefonische Anfrage von Herrn Steimer von CH Media. Ja, eine Frage an Herrn Koch zu den rückläufigen Zahlen. Nebst den Maßnahmen des Bundes, wie groß schätzen Sie den Effekt der zunehmenden Immunisierung der Bevölkerung ein? Dies natürlich vor dem Hintergrund einer möglicherweise hohen Dunkelziffer von Infizierten. Ja, ich glaube, gerade diese Frage ist noch nicht zu beantworten. Da fehlen uns wirklich die Daten der serologischen Tests, die da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen werden. Es wäre im Moment wirklich ein Ratespiel zu sagen, was die Dunkelziffer ist. Telefonisch noch Herr Altermatt von der Aargauer Zeitung. Ja, vielen Dank. Auch eine Frage an Herrn Koch. Man hört ja immer wieder, dass Betroffene nach erstmaliger Besserung wieder einen Rückfall erleiden oder dass nach einer halben Genesung erneut sehr schlechte Tage folgen. Da gibt es auch prominente Beispiele. Was können Sie Neues über den Verlauf der Krankheit sagen? Ja, es gibt sehr viele klinische Verläufe und es ist so, dass was wir wissen oder was ich weiß, nicht selten nach einem relativ längeren, nicht sehr dramatischen Verlauf es zu einer Verschlechterung des Gesamtzustandes eines Patienten kommen kann. Da wird sehr vieles auch noch diskutiert und vieles ist noch nicht erforscht. Eine Hypothese ist auch, dass es bei gewissen Patienten zu einer Überreaktion des Immunsystems kommt und dass das zur Verschlechterung führt. Aber ob dem so ist, das wird erst die klinische Forschung zeigen werden. Noch zwei telefonische Fragen, die ich entgegennehme von Herrn Minischini, RTS. Oui, merci. Une question pour Ja, Monsieur vielen Koch. Dank. Eine Frage an Herrn Koch. Il y a des inquiétudes des syndicats qui remontent par rapport aux travailleurs. Gewerkschaften äußerten ihre Besorgnis betreffend Arbeitnehmende, die weiterhin
zur Arbeit gehen müssen, extern. Und ich würde gerne wissen, inwiefern Sie darüber bereits diskutiert haben, zu welcher Erkenntnis Sie gekommen sind. Und wie sieht es aus mit Risikopersonen, die eigentlich gar nicht arbeiten dürften, aber trotzdem arbeiten? Also um Ihre zweite Frage zu beantworten, also wenn eine Person weiß oder den Eindruck hat, dass sie zu einer Risikogruppe gehört, sollte sie mit dem Arzt und mit ihrem Arbeitgeber darüber sprechen. Zu Ihrer ersten Frage. Wir sind immer noch in Diskussion. Der Bundesrat beteiligt sich an dieser Diskussion, aber diese Gespräche sind noch nicht abgeschlossen. Ich habe auch eine Frage an Herrn Koch, und zwar eine Nachfrage zu den Intensivbetten. In Deutschland haben Informatiker eine... Praktisch nicht. Ist es so besser? Ja. Sehr gut. Ich habe eine Nachfrage an Herrn Koch zu den Intensivbetten. In Deutschland haben Informatiker eine Karte erstellt, auf der alle Intensivbetten zu sehen sind und ob sie belegt sind oder nicht. Sie haben gesagt, Sie haben eine Auflistung für die Schweiz. Ist es denkbar, diese zur Verfügung zu stellen, öffentlich zu machen? Und können Sie vielleicht noch eine aktuelle Zahl sagen, wie viele Intensivbetten es in der Schweiz gibt? Also ich kenne die Karte in Deutschland nicht, aber in der Schweiz wird die Bettenbelegung der Intensivpflegestationen durch den koordinierten Sanitätsdienst erstellt, also nicht direkt durch uns. Und wir werden den koordinierten Sanitätsdienst fragen, ob das veröffentlicht werden kann. Ich denke eher nicht. Die ersten, die diese Zahlen bekommen, sind die kantonalen Führungsstäbe. Vielleicht noch eine Zahl zu den Intensivbetten? Die Zahl. Ich werde sie suchen, ich habe sie im Moment irgendwo in meinen Unterlagen. Also ich kann sie jetzt nicht gerade auswendig sagen. Liefern Sie Ihnen nach, Frau da Silva. Immer mehr Stellen fordern ja die Lockerung der Maßnahmen, den Exit sozusagen. Die SVP, aber auch jetzt ein Luzerner Regierungsrat. Wie geht das Bundesamt für Gesundheit mit diesen Forderungen um, eben vom Regierungsrat, Kantonen und auch von Parteien? Das ist eine sehr gute Frage, weil es nicht das Bundesamt für Gesundheit damit umgeht, sondern der Bundesrat. Wie Sie wissen, befinden wir uns immer noch in einer außerordentlichen Lage, und es ist der Bundesrat, der die Beschlüsse fasst. Und ich kann Ihnen versichern, der Bundesrat nimmt all diese Begehren, aber auch die Vorschläge und Wünsche sehr ernst und diskutiert die auch. Vielleicht so viel noch dazu. Gesundheitspolitische Aspekte betreffen nie nur die Epidemie, sondern immer ein Gesamtbild. Und selbstverständlich ist auch das BAG sich bewusst, dass wenn wirtschaftliche Folgen stark einschneidende Konsequenzen haben, dann haben die schlussendlich auch eine Konsequenz für die Gesundheit. Und es geht nicht darum, jetzt ein Gleichgewicht zwischen Gesundheit und Wirtschaft zu finden, sondern es geht darum, ein möglichst gutes Gleichgewicht zu finden, damit möglichst viel von der Gesundheit der Schweizer Bevölkerung erhalten werden kann. Herr Storni. Ja, noch eine Nachfrage, Herr Koch. Es kann ja auch ein Mix sein, weshalb die Zahlen jetzt nicht mehr so stark steigen. Vielleicht ist die Welle vorbei, vielleicht sind es wirklich die Maßnahmen, die gut funktionieren. Wie können Sie da verstehen, was stimmt oder was mehr stimmt, und könnte vielleicht eine Lockerung, eine langsame Lockerung auch aufzeigen? Wenn die Fälle plötzlich wieder steigen, waren es nur die Maßnahmen? Wenn sie wieder immer noch tief bleiben, ist die Welle vorbei. Ja, das ist sehr richtig, so wie Sie das darstellen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man Lockerungen oder das Verändern der Maßnahmen dann auch immer gut beobachtet und schaut,
gibt es Änderungen. Was wir jetzt sicher sagen können, und das mit Sicherheit, ist, die Maßnahmen und vor allem das Umsetzen der Maßnahmen und Empfehlungen, also das Verhalten der Schweizer Bevölkerung hat mit Sicherheit dafür gesorgt, dass wir jetzt nicht mehr so eine Situation haben wie noch vor Wochen, also dass die Fallzahlen nicht mehr exponentiell steigen. Und es hat sicher dazu geführt, dass es uns bis jetzt gelungen ist, unser Gesundheitssystem so aufrechtzuerhalten, dass es mit den Fallzahlen gut zurechtkam. Und von dem her muss ich sagen, ist es bis jetzt sicher gelungen, der Schweizer Bevölkerung diese Epidemie und diese Krise relativ gut zu meistern. Die Aufforderung ist jetzt, bis zum Schluss durchzuhalten, weil wir sind Maximum in der Hälfte. Herr Häsler. Ich habe eine Frage an Herrn Brigadier Droh. Den Kantonen oder dem zivilen Gesundheitswesen ist es ja gelungen, die Kapazitäten zu erhöhen aus eigener Kraft. Gleichzeitig gibt es Sandsoldaten und Spitalsoldaten in Warteräumen. Jetzt kommen Kritiker und sagen, die Armee schafft Überkapazität. Was sagen Sie diesen Kritikern und was sagen Sie den jungen Armeeangehörigen in den Warteräumen? Ja, ich habe das angekündigt letzte Mal mit diesem Moment, die wir vorbereiten, und vielleicht ist es besser vor der Krise uns zu vorbereiten. Das haben wir jetzt gemacht, das ist gut, haben Sie recht. Das Problem ist auch zu Linken, sagen wir so einmal, mit der Problematik der Urlaube und der Fakt, dass wir diese Leute alle jetzt in der vollen Kapazität zu Hause, sagen wir so einmal, in die Familie, in die verschiedenen Städte, in die Kaserne behalten. Das werden wir dann ab diesem Dienstag, sprich nach der Osterferien, das anders machen und wenn alles gut geht, auch mit Urlauben, diese Kapazität einmal nach unten bringen und wir werden da organisieren und sicherstellen, dass die Bestände, die für den Einsatz nötig sind, dann wirklich in die Kaserne bleiben und in den Einsatz gehen und die andere auch die nötigen Tage für Regenerieren haben. Trotzdem, die Frage ist gestellt und ich glaube, müssen wir, und das ist auch unser Job immer in der Antizipation, das einmal durchzudenken, schauen, weil es gibt zwei Herausforderungen. Herausforderung 1, 30. Juni. Das ist einmal geschrieben im Bundesratbeschluss. Soweit haben wir geplant. Mit die volle Kapazität. Und dann gibt es das, was vielleicht nachher kommt. Danach könnten verlängern. Hoffen wir alle nicht, haben wir gehört. Aber trotzdem, in unserer Verantwortung müssen wir eine Seite eine mögliche Verlängerung denken oder rund eine Verkürzung, sprich vorher nach Hause gehen. Und das werden wir angehen, ganz ruhig in die Planungen und sicherstellen, dass vielleicht diese Zahlen auch nach unten kommen, um dann eventuell die Durchhaltefähigkeit zu sicherstellen, wenn das länger als der 30.06. geht. Das ist alles, was wir werden in den nächsten Tagen, Wochen sicherstellen, eng mit den Leuten, die jetzt eingesetzt sind. Diese Equilibrium ist zu finden, ja. Herr Fellmann. Eine Frage an Herrn Lenz. Finden derzeit Rückführungen von Corona-kranken Schweizern aus dem Ausland statt, zum Beispiel Italien? Und falls ja, ist das EDA da involviert mit Landerlaubnissen, allenfalls auch mit Flügen organisieren? Nein, das EDA ist hier nicht involviert. Das sind Rega-Flüge meines Wissens, die stattgefunden haben. Einige, aber die waren organisiert, ohne dass das EDA hier mitgeholfen hat. Herr Nebel. J'ai reçu des questions du public. Ich habe Fragen aus dem Publikum erhalten. Die Frage stellt sich, ist es nötig, dass man beispielsweise in Aufzügen die Knöpfe reinigt, desinfiziert? Was sagen Sie dazu? Ist das nötig oder unnötig? Und was sagt die Forschung dazu? Wie verhält es sich mit dem Übertragungsrisiko über Gegenstände, Oberfläche? Ist dieses Risiko größer, kleiner, als man ursprünglich gedacht hat? Wie ist der neueste Stand der Wissenschaft dazu? Vielen Dank für diese Frage. Im Allgemeinen kann man sagen, es ist natürlich immer besser, Oberflächen zu desinfizieren, aber man muss auf jeden Fall auch immer sich die Hände desinfizieren.
Klar, es ist immer gut, wenn man nach Möglichkeit Oberflächen desinfiziert. Es ist immer gut. Es stellt sich aber die Frage, inwiefern ist das auch machbar? Und inwiefern das auch das Übertragungsrisiko senkt. Also wir haben keine verlässlichen Zahlen dazu. Ich habe auch keine neuen Forschungsergebnisse dazu gesehen, aber ich sehe natürlich auch nicht alles. Ich weiß nicht, wie es nun aussieht mit der Überlebensfähigkeit des Virus auf Oberflächen. Ich habe mittlerweile die Zahlen gefunden zu den freien Notfallplätzen. Es handelt sich um 643 Plätze. Eine Frage an Herrn Koch. Am Anfang war es so wichtig, die Maßnahmen Schritt zu Schritt ergreifen und die Akzeptanz der Bevölkerung. Also jetzt die Lage scheint ein bisschen besser zu sein. Wie wichtig ist auch genau für die Akzeptanz auch ein bisschen an eine Lockerung denken, weil sonst jemand könnte auch sagen, ja, ich war zu Hause, aber jetzt, warum sollte ich noch bleiben? Vielen Dank für diese Frage. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil die Akzeptanz der Bevölkerung ist immer sehr wichtig. Also sowohl wenn man Maßnahmen ergreift, wie wenn auch man Maßnahmen lockert, weil schlussendlich sind es nicht die Maßnahmen, die den Unterschied machen, sondern schlussendlich ist es das Verhalten der Bevölkerung. Und wenn die Bevölkerung nicht versteht, weshalb man eine Maßnahme empfiehlt oder anordnet, dann hilft sie auch nicht. Sehen Sie, Sie können das Gurtenobligatorium im Auto einführen. Wenn die Bevölkerung Gurten nicht tragen will, dann werden sie keine Verletzungen verhindern. Und eigentlich ist es genauso so mit jetzt all diesen Maßnahmen. Die Bevölkerung muss begreifen, weshalb, und die Bevölkerung muss willig sein, diese Maßnahmen auch umzusetzen. Und deshalb ist es immer eminent wichtig, dass die Bevölkerung die Empfehlungen und die Maßnahmen mitträgt und dann auch umsetzt. Ich nehme eine Anfrage von Herrn Wacker von SRF telefonisch entgegen. Ja, vielen Dank. Eine Frage an Herrn Koch, die Schulen betrifft. Wenn man da in Länder in Europa schaut, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Österreich zum Beispiel fährt jetzt die kleinen Läden wieder hoch und erst später, frühestens Mitte Mai, die Schulen wieder. Dänemark macht es genau umgekehrt. Die möchten die Schulen für kleinere Kinder zumindest bald wieder öffnen. Was ist da aus epidemiologischer Sicht, ganz einfach gefragt, die richtige Reihenfolge, der sich dann auch die Schweiz anschließen sollte? Ich glaube, man kann nicht sagen, dass es eine richtige oder eine falsche Reihenfolge gibt. Ich glaube, man muss in jedem Land, auch mit jeder Gesellschaft und auch mit den unterschiedlichen gesellschaftlichen Strukturen schauen, was macht für jedes Land Sinn und dann versuchen, die Reihenfolge so festzulegen. Es ist bei weitem nicht alles bekannt und es wäre zu früh zu sagen, es gibt jetzt schon den Goldstandard für alles. Das werden wir vielleicht in ein paar Jahren wissen und vielleicht auch nie. Frau Nowak. Eine Nachfrage an Herrn Koch. Sie haben gesagt, die Durchseuchung der Bevölkerung wird aufgrund der aktuell laufenden Versuche mit serologischen Tests beurteilt. Es sei aber nicht geplant, wenn dann diese Tests mal auf breiter Front angewendet werden können, sei es nicht geplant, da eine Meldepflicht einzuführen oder die alle zu melden. Wäre es nicht ein sinnvolles zusätzliches Kriterium, um eben für die Gesamtbeurteilung zu wissen, ja, wie hoch ist die Infektionsrate tatsächlich in der Bevölkerung, wenn man auch sämtliche Ergebnisse von diesen serologischen Tests kennen würde, also Sie vom BAG. Ja, da habe ich mich wahrscheinlich nicht klar ausgedrückt. Wir werden eine Meldepflicht einführen, aber nicht die gleiche Meldepflicht wie für die positiven Tests jetzt, sondern eine Meldepflicht, die sicher
anonymisiert ist, weil es für diese Tests keinen Sinn macht, dass wir Namen, Vorname und alle Details wissen, sondern für diese Tests wird es reichen, wenn wir wissen, wie viele, welche Altersgruppen getestet wurden. Diese Meldepflicht werden wir sicher einführen, aber nicht die gleiche wie für die PCR. Das habe ich sagen wollen. Darf ich kurz nachfragen, wann glauben Sie, also haben Sie da schon quantitative Vorstellungen oder zeitliche Vorstellungen, wann die wirklich dann in genügender Anzahl vorliegen könnten, dass man da auch wirklich wertvolle oder Aussagen tätigen könnte, die wahrscheinlich auch stimmen? Also die Meldepflicht werden wir möglichst bald einführen. Es braucht dann noch ein ganzes System dahinter, um diese Meldungen zu erfassen, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass es dann sehr viele Meldungen sein werden. Aber wie viele es sein werden und in welchem Zeitraum, das können wir nicht sagen, auch nicht bestimmen, weil das hängt davon ab, wie die Labors auf dem freien Markt diese Tests einführen werden und wie sie dann gebraucht werden. Herr Fellmann. Eine doppelte Frage an Herrn Koch und an Herrn Droh. An Herrn Koch, welches epidemiologische Risiko stellen die Armeeangehörigen für alle anderen dar, wenn sie aus allen Landesteilen kommen und in anderen Landesteilen arbeiten? Wir haben ja gehört, dass sie jetzt über Ostern im Urlaub bleiben müssen. Und an Herrn Droh, nehmen Sie an, dass die Infektionsrate in der Armee höher ist als in der Bevölkerung? Also ich versuche mal die erste Frage zu beantworten. Das Infektionsrisiko für die Bevölkerung ist nicht abschätzbar. Ich würde aber meinen, dass es nicht erhöht ist im Gegensatz zu gleichaltrigen übrigen Bewohnern unserer Gesellschaft. Von dem her schwer abschätzbar, und da wir nicht wissen, wie viele gerade der Jüngeren asymptomatische Verläufe haben, ist es absolut unmöglich zu sagen, ob jetzt da überhaupt ein zusätzliches Infektionsrisiko entsteht durch die Armee oder nicht. Ich würde einmal davon ausgehen, nicht, und ich würde auch denken, dass der Benefis, also das Wohl, das die Armeeangehörigen mit dem jetzigen Dienst leisten, vor allem in den Spitälern, bei weitem ein mögliches Infektionsrisiko überwiegen. Sie müssen ja auch denken, es besteht ja auch durch das übrige Spitalpersonal immer wieder auch ein Risiko, dass sie einmal erkranken und das Virus zum Beispiel in der Familie weitergeben. Also ich denke nicht, dass da jetzt etwas Unverantwortliches oder etwas Falsches gemacht wurde, wenn man die Armee zur Hilfeleistung aufgeboten hat und mobilisiert hat. Aber vielleicht will Herr Droh noch zusätzlich etwas dazu sagen. Koch, erstens für diese Worte. Zweitens, wir haben ungefähr heute 17.000 Jungen im Dienst. Ich spreche von den Schulen und ich spreche von der Assistenzdienst. Der Assistenzdienst, das sind diese 5.000 und dann gibt es die Schulen. Wir haben 172 Fälle. Können Sie prozentual rechnen, wir sind tiefer als das, was der Prozent in der Schweiz ist. Bedeutet, die Antwort ist nein. Wir haben nicht eine höhere Rate. Wir haben in die ganze Mobilisation ein einziger Positivfall gehabt, die eingetreten ist, die positiv war. Eine einzige. Alle Fälle, meisten Fälle sind in der Rekrutenschule, wie Sie wissen, das war in Tessin, und wir haben in der Romandie 2 große Fälle gehabt von der Anzahl, und das ist in die letzten Tagen so jetzt stabilisiert, und wir hoffen sehr, dass wir werden dann mit allen Maßnahmen, die wir haben getroffen, auch dort das Ganze unter Kontrolle haben. Und das haben wir beweist. Diese Jungen sind in Kontakt, viele von diesen Jungen in Kontakt, fast täglich, mit Leuten, die auch mit Covid-19, und ich glaube, die sind super ausgebildet, und für das haben wir auch das sichergestellt. Und der letzte Punkt: Zum Ungunsten aller diese Jungen haben wir alle diese jetzt 3 Wochenende in diese Familien, in diese Häuser, in diese Kaserne behalten. Und wir werden das noch wieder, auch in der Ostern-Wochenende. Das ist wieder einmal ein Zeichen von, wie hoch nehmen wir diese Verantwortung wahr. Das ist für den Schutz von diesen Jungen und der Schutz der Bevölkerung und am Ende der Schutz auch ihrer Angehörigen.
Und wir werden sicher nicht die 12.000 jetzt am nächsten Dienstag alle zusammen weglassen. Mit das können Sie rechnen. Das werden sehr kleine Detachementen gehen, so dass wir das Ganze unter Kontrolle und wieder einmal diszipliniert führen. Ich nehme 3 telefonische Fragen entgegen. Herr Marjanovic von Watson. Herzlichen Dank. Eine Frage an Herrn Blättler. Der Regierungsrat des Kantons Aargau steht aus datenschutzrechtlicher Sicht in der Kritik wegen der Echtzeitüberwachung. Können Sie mir sagen, ob die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme irgendwo in der Polizeidirektorenkonferenz, Kommandantenkonferenz oder Streitenperiode diskutiert wurde? Nein, das ist ja eine Maßnahme, die nicht wir angeordnet haben, sondern eine Maßnahme, die seitens der Gesundheitsbehörden gemacht wird. Es werden von unserer Seite weder Daten erhoben, noch kontrolliert, noch bearbeitet. Also das geht an uns vorbei. Das ist ja aus medizinischen Gründen gemacht worden und von dort her gesehen erheben wir keine Daten. Danke. Herr Steimer von CH Media. Ja, eine Frage zu den Gütern des täglichen Bedarfs. Wahrscheinlich Herr Steimer, an Herrn dürfen wir Koch. Sie bitten, etwas lauter zu sprechen? Uns wurde zugetragen, dass ein und derselbe Detailhändler je nach Gemeinde und Kanton nicht dieselben Produkte anbieten darf. Wäre es nicht sinnvoll, da auf Bundesebene klarzumachen, was alles tatsächlich zum täglichen Bedarf gehört und was nicht? Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich glaube nicht, dass jetzt da so große Unterschiede entstanden sind, dass jetzt da der Bund eine Detailliste erstellen müsste, um genau festzulegen, welches Produkt in jedem Einzelnen dazu gehört oder nicht. Ich glaube, da haben die Kantone genügend Fingerspitzengefühl selber, dass es in etwa ausgeglichen ist. Also wir haben das als größeres Problem nicht wahrgenommen. Noch eine telefonische Frage von Herrn Minischini von RTS. Eine Frage an Herrn Koch. Ich komme vielleicht etwas starrsinnig daher, aber ich komme zu den besonders gefährdeten Mitarbeitenden. 1,6 Millionen Angestellte haben Gesundheitsrisiken und werden trotzdem verpflichtet, arbeiten zu gehen. Angesichts der Kriterien, die von Ihnen eingeführt wurden, setzt man nicht die Gesundheit dieser Menschen aufs Spiel? Und der zweite Teil meiner Frage wäre folgendes. Wenn sich diese Zahlen tatsächlich bestätigen, sollten die Risikokriterien nicht stringenter definiert werden. Also diese Zahl ist mir unbekannt. Meine Zahlen weichen stark davon ab. Ich gehe nicht davon aus, dass wir im Moment besonders gefährdete Arbeitnehmende hätten, die besonders einer Gefahr ausgesetzt werden. Nein, sämtliche Maßnahmen und die Verordnungen des Bundesrates wurden natürlich sehr, sehr schnell ergriffen. Und man könnte zweifelsohne einige Punkte verbessern. Aber auch hier gibt es zweifelsohne noch unterschiedliche Interessen, die je nach Sozialpartner anders gelagert sind. Gibt es Fragen im Saal? Herr Serena. Ja, eine Frage an Herrn Blättler. Lei ha detto che il weekend scorso tutto è andato bene, la prova Sie haben gesagt, im letzten Wochenende ist alles gut gelaufen, die Leute waren diszipliniert. Was geschieht jetzt, wenn am Freitag oder am Donnerstag plötzlich 3 Kilometer Stau am Gotthard gibt, oder am Portal in Göschenen? Haben Sie hier ein konkretes Szenario vorbereitet? Ja, wie ich bereits gesagt habe, die Straßen sind offen, aber die Polizei wird spezielle Kontrollen am Nordportal des Gotthards durchführen, um eben zu kontrollieren, ob sich die Leute ans Verbot halten, und gegebenenfalls müssen halt die Automobilisten dann umkehren. Die Straße bleibt aber offen, das können wir nicht ändern. Nur der Bundesrat kann beschließen, ob der Gotthard geschlossen wird oder nicht. Aber meiner Ansicht nach wäre das kein gutes Signal, denn es gibt Tessiner, die müssen nach Hause zurückkehren können.
Wir möchten wirklich die Bevölkerung sensibilisieren. Ich wiederhole das nochmals. Gehen Sie nicht auf die Straße, fahren Sie nicht ins Tessin. Ich kann das nur nochmals wiederholen. Ich habe eine Nachfrage gerade dazu bezüglich Zuständigkeiten. Gemeinden können zum Beispiel Straßen zu touristischen Hotspots schließen aus eigener Kompetenz, können den Kantone Nationalstraßen schließen. Wie sieht da die Zuständigkeit aus? Das ist eine reine Wissensfrage. Ja, also es ist ja so, dass die Nationalstraßen natürlich unter Bundeshoheit stehen. Also dafür, für Nationalstraßen ist der Bundesrat, also der Bund zuständig. Dann gibt es natürlich die Kantonsstraßen. Und wenn wir schon dabei sind, sind auch die Kantone nicht ganz frei, alle Kantonsstraßen zu schließen. Es gibt eine sogenannte Durchgangsstraßenverordnung, in welcher der Bundesrat festgelegt hat, welche Kantonsstraßen grundsätzlich offen zu bleiben sind. Also das ist noch so etwas Technisches. Und deshalb ist es doch richtig, wenn zuerst einmal die Gemeinden sagen, auf ihrem Territorium die Gemeindestraßen, aus dem und dem Grund muss die jetzt morgen am Sonntag meinetwegen geschlossen sein. Das ist auch richtig. Das ist ja nicht anders als die Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips. Und wenn wir dann in einem Kanton eine Massierung auf Kantonsstraßen haben, nehmen Sie eine Gebirgsstraße, die ins Niemandsland führt. Wobei ich da nicht die schönen Gebiete als Niemandsland bezeichnen möchte, Gott bewahre. Aber das ist dann sicher die zuständige kantonale Behörde, im Ereignisfall sogar die Polizei, die ist auch befugt zu sagen, jetzt reicht es, ist die Straße gefüllt, jetzt können wir nicht mehr parkieren, jetzt wird sie geschlossen. Diese Kompetenz hat dann die Polizei schon. Frau da Silva. Frage an Herrn Koch zur Situation in Altersheimen, wo man ja hört, dass sich viele infizieren und es auch Todesfälle gibt. Jetzt gibt es Heime, die sich da im Stich gelassen fühlen, weil teilweise auch Schutzmaterial fehlt. Wurden Altersheime bei der Koordinationsmaßnahmen vom Bund nicht berücksichtigt? Und zweitens, was wird jetzt gemacht, um Alters- und Pflegeheime besser auszurüsten? Also das ist sicher eine große Besorgnis, die nicht nur der Bund hat, sondern auch die Kantone, dass gerade bei den Alters- und Pflegeheimen einfach die Gefahr sehr groß ist, dass wenn das Virus eingeschleppt wird, dass viele Bewohner sterben. Es ist nicht so, dass die nicht mit Schutzmaterial ausgerüstet werden. Also die sollen genau wie die Spitäler mit den Schutzmaterialien ausgerüstet werden. Und soweit wir wissen, gibt es auch in den Kantonen genügend Schutzmaterial, für das auch die Altersheime korrekt ausgerüstet werden können. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass natürlich das Risiko in diesen Alters- und Pflegeheimen sehr viel größer ist, weil halt die Leute häufig schon sehr gebrechlich sind und nicht sehr viel Widerstandskraft haben, wenn das Virus eingeschleppt wird. Wir sind uns der Problematik bewusst. Das Bundesamt für Gesundheit hat auch ganz klare Empfehlungen geschrieben für die Altersheime und Pflegeheime, wie sie damit umgehen sollen. In den Empfehlungen steht ja auch, dass das Besuchen, also dass es eigentlich ein praktisches Besuchsverbot gibt oder geben sollte. Am Schluss müssen es die Kantone umsetzen und auch schauen, wie sie damit umgehen. Es ist aber so, dass es das sicher gerade in dieser Epidemie eine besondere Schwierigkeit ist, weil einfach, wenn alte oder sehr alte Leute an diesem Virus erkranken, einfach das Leben wirklich akut gefährdet ist. Aber die Koordinationsmaßnahmen des Bundes, die letzten Freitag kommuniziert wurden, die betreffen nicht Altersheime, sondern nur Spitäler. Ja. Ich nehme eine telefonische Anfrage von Herrn Bruckmann vom Blick entgegen. Gibt es eine Statistik, wie hoch die Sterberate wegen Corona ist bei Personen über 65 Jahren? Ich verstehe jetzt die Frage nicht genau. Also, welche Sterberate meinen Sie? Wie viele Personen, die das Coronavirus haben, sterben daran, die über 65 Jahre alt sind?
Diese Statistik gibt's, aber ich habe die jetzt nicht gerade hier präsent. Was ich präsent habe, ist, je älter die Patienten oder die Angesteckten sind, umso höher ist die Sterberate. Über die ganze Breite der über 65-Jährigen weiß ich es nicht, also müsste ich nachschauen und nachliefern. Herr Moser. Ich habe eine Frage an Herrn Blättler. Wir haben ja keine Ausgangssperre und Sie haben vorhin meinem italienischen Kollegen erklärt, dass die Kontrollen vor dem Nordportal des Gotthardtunnels machen werden. Also die Polizei macht Kontrollen. Da frage ich mich, wie zulässig ist das? Wir haben doch gar keine Ausgangssperre, da Leute zu überreden, dass sie zurückfahren. Wir haben noch Bewegungsfreiheit, glaube ich noch. Das haben sie. Grundsätzlich kann die Polizei Straßenkontrollen machen, um die Verkehrssicherheit zu überprüfen. Dafür darf sie rechtlich gesehen jedes Fahrzeug irgendwann anhalten und kontrollieren. Aber es geht in der Tat natürlich darum, den Leuten mit auf den Weg zu gehen. Geht ihr hier Tourismus machen oder warum? Wir lassen ja natürlich grundsätzlich alle Lastwagen, respektive alle Fahrzeuge, die notwendig sind, um den Güterverkehr aufrechtzuerhalten, durch. Es ist eine Maßnahme, die dazu beitragen soll, dass nicht unnötiger Verkehr entsteht. Aber die Leute, wenn keine Beanstandung festgestellt wird, dürfen die Leute dann weiterfahren, selbstverständlich. Geht ja nicht darum, es geht darum, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber es ist eine Schikane für die Automobilisten, die da hinunterfahren. Die werden da schikaniert, damit sie zurückkehren. Ich habe ja die Ausführung gemacht. Es geht doch bei diesen Maßnahmen darum, den Leuten mit auf den Weg zu geben, macht keine unnötigen Reisen. Das ist doch das Ziel und die Voraussetzung, damit wir möglichst schnell über diese Krise hinauskommen. Und ich denke, da können wir auch den einzelnen Automobilistinnen und Automobilisten mal in einer persönlichen Botschaft sagen, dass das nicht sehr sinnvoll ist. Ich glaube, es geht um das übergeordnete Ziel, das hier im Vordergrund steht. Frau Nowak. Ich hätte eine ergänzende Bitte an Herrn Koch, wenn Sie die Zahlen über die Mortalität bei den über 65-Jährigen anschauen. Mich würde interessieren, gibt es irgendwelche Aussagen darüber, wie viele Menschen jetzt, sagen wir, zwischen 65 und 75 oder zwischen 65 und 70 ohne andere Vorerkrankungen oder ohne andere Erkrankungen Probleme bekommen mit Covid. Weil der Hintergrund meiner Frage ist, ich bekomme relativ viele Anfragen von der Bevölkerung, von Menschen knapp über 65, die sagen, ich bin völlig fit. Einige berichten darüber, sie hätten die Krankheit ohne größere Probleme überstanden, fühlten sich aber quasi zu Unrecht als vulnerable Personen abgestempelt. Deswegen gibt es da irgendwelche klaren Erkenntnisse? Also wie ist man genau auf diese Grenze von 65 gekommen? Ja, vielen Dank für diese Frage. Es ist eine schwierige Frage und deshalb ist die Antwort auch nicht ganz einfach. Das gilt nicht nur für die Risikogruppen über 65, es gibt generell für die Risikogruppen. Die wurden und werden immer noch so definiert, indem man schaut, welche Gruppen erkranken am häufigsten und wo ist die Sterberate am häufigsten. Und das ist das einzige Kriterium, das man im Moment hat. Es ist sicher nicht so, dass ältere Leute sagen können, ich bin fit, ich bin gesund und deshalb ein vermindertes Risiko haben. Es ist sicher so, dass je älter das man ist, desto größer ist wirklich das Risiko, ernsthaft zu erkranken. Aber eine weitergehende, klare Aufteilung in zusätzliche Risiken, das gibt es nicht, weil einfach da die Datengrundlage fehlt. Gibt es noch abschließende Fragen? Frau da Silva. Noch eine Frage an Herrn Koch zur Isolation. Und zwar gibt es einen Virologe der Uni Fribourg, der schlägt vor, dass positiv Getestete strikter isoliert würden, zum Beispiel in Hotelzimmern mit ärztlicher Behandlung, dass man die erst wieder rauslassen würde, sofern sie genesen sind und allenfalls sogar Antikörper nachweisen im Blut. Wie stehen Sie dazu?
Das ist ein rein theoretischer Ansatz, die Übertragungsketten und die Übertragungen zu minimieren. Solange man nicht in ein wirklich Isolations- und Containment-Regime geht, das heißt, dass man jeden einzelnen Fall voll isoliert und dann jeden Kontaktfall aufsucht und den in Quarantäne bringt, ist ein solches Vorgehen nicht wirklich sehr zielführend und vor allem nicht bei einem Virus, von dem wir wissen, dass es wahrscheinlich auch zu Übertragungen kommt, bevor man wirklich Symptome hat, und zweitens bei einem Virus, von dem wir auch wissen, dass es sehr milde Fälle gibt, die vielleicht übertragen, vielleicht nicht übertragen, und auch Fälle gibt, die ganz asymptomatisch sind, also die gar keine Krankheitszeichen haben und die vielleicht übertragen oder nicht übertragen. Also ich glaube, so einzelne Maßnahmen sehr gezielt würden der Situation dieser Epidemie nicht gerecht und würden wahrscheinlich auch nicht verhältnismäßig sein. Also es würde wahrscheinlich nicht einen riesengroßen Aufwand machen. Ich bin überzeugt, dass die allermeisten Leute, die Symptome haben, sich zu Hause selber isolieren und das auch verantwortungsvoll durchziehen und nicht auf der Straße herumspazieren und andere Leute anstecken. Herr Fellmann. Auch noch eine Frage an Herrn Koch. Welcher Anteil der Infektionen in der Schweiz ist mutmaßlich nosokomial, also in Spitälern und Heimen? Und kann man da schon einen Vergleich ziehen zum Ausland? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt schon genaue Zahlen dazu haben. Es gibt ein paar Hinweise, aber die sind im Moment nicht mit Zahlen belegt. Also wir wissen es nicht. Ist auch nicht ganz einfach zu eruieren, eine nosokomiale Infektion. Also dass Sie nicht genau wissen, wann der Infektionszeitpunkt ist es auch in einem Spital nicht leicht eruierbar, ob jetzt eine Person asymptomatisch ins Spital kam und dann den Krankheitsausbruch hatte oder im Spital angesteckt wurde. Das sind ziemlich knifflige und sehr schwierige Fragen. Dass es Übertragungen gibt im nosokomialen Bereich, das bezweifelt niemand. Noch eine letzte Frage. Frau da Silva. Nochmals an Herrn Koch, und zwar, Sie haben vorher gesagt, dass es keine Schwelle gibt an Neuansteckungen, ab wann man die Exit-Strategie ankündigen kann. Wenn ich mich jetzt erinnere, wie wir in diesen Lockdown hineingekommen sind, der Punkt war, sobald man die Ansteckungsketten nicht mehr verfolgen kann, braucht es striktere Maßnahmen. Wenn wir jetzt die Ansteckungsketten wieder verfolgen können, können wir dann die Maßnahmen auch aufheben oder verlangsamen? Das ist eine sehr gute Frage. Also erstens mal haben wir die Maßnahmen nicht dann ergriffen, als wir die Ansteckungsketten nicht mehr verfolgen können, sondern das ist die ersten Maßnahmen etwa zeitgleich gewesen, und das war bei weitem nicht ein Lockdown, sondern das war das Verbot der Großveranstaltungen, wenn ich vielleicht wieder einmal daran erinnern darf. Dann haben wir konsequent und sukzessive Maßnahmen dazugeführt, und wir sind immer noch nicht bei einem Lockdown im Sinne anderer Länder. Ich möchte vielleicht einmal darauf hinweisen. Also auch bei uns funktioniert die Wirtschaft noch zu einem großen Teil, und vieles, das in der Wirtschaft nicht funktioniert, ist nicht wegen den Maßnahmen, sondern weil es einfach international nicht mehr gut läuft. Jetzt kann man die Maßnahmen lockern, wenn wir wieder so weit sind, dass wir ein konsequentes Contact Tracing durchführen können. Da muss man einfach wissen, dass etwa pro erkrankte Person, wenn man ein Contact Tracing macht, etwa 50 bis 100 Leute in Quarantäne gesteckt werden müssen. Und dann können Sie selber ausrechnen, wie viele Sie pro Tag in etwa brauchen, damit Sie das machen können. Ich hoffe sehr, dass wir mit dem Maßnahmenrückgang oder Anpassungen der Maßnahmen vorher beginnen, bevor wir so tiefe Zahlen haben, weil das könnte unter Umständen dann doch eher länger dauern. Sie werden diese Woche noch mehrfach Gelegenheit haben, Fragen zu stellen.
Aber für heute beschließen wir diesen Point de Presse. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Kommen.